Zu derer Zeit sind zwei Professionelle zum König gekommen und zu ihm hingegangen. Und die eine hat gesagt, Herrst Chef, ich und die Frau da wohnen in derselben Hütte und ich hab meinen Geschroppen bei ihr daheim auf die Welt gebracht. Und 3 Tage nach mir hat die auch einen Geschroppen auf die Welt gebracht. Und wir waren beieinander, es war kein anderer in der Hütte, nur wir zwei. Und der Bub von der Frau hat in der Nacht ein Bangel gerissen, weil, wie's geschlafen hat sie ihm zerdruckt. Und sie ist aufgeregt in der Nacht und hat meinen Burm genommen, der neben mir gelegen ist, wie ich Geschamsterdiener geschlafen hab. Dann hat sie ihm in ihren Arm gelegt und in mein Arm ihren toten Burm. Und wie ich in der Früh aufgeregt, dass ich ihm zuzeln lass, da hat er die Löffe angegeben. Aber in der Früh hab ich ihn genau angeschaut, siehst das, war's nicht mein Bur, den was ich auf die Welt gebracht hab. Und die andere Frau hat gesagt, na, mein Burm geht's gut, aber deiner hat ein Bangel gerissen. Drauf wieder die erste, na, deiner hat ein Bangel gerissen, aber mein geht's gut. Und in derer Art haben's vorm König gehevet. Und der König hat gesagt, die eine sagt, mein Burm geht's gut, aber deiner hat ein Bangel gerissen, die andere sagt, na, deiner hat ein Bangel gerissen, aber mein geht's gut. Und der König hat gesagt, holt's mir ein Schwert. Und wie sie ihm das Schwert gebracht haben, hat der König gesagt, teilt's den Geschroppen, der lebt, in 2 Stickeln und gebt's die eine Hälfte der und die andere Hälfte derer. Da hat die Frau, von der der Bur noch gelebt hat, weil ein Herz von einer Mutter ist sowas echt nicht wurscht, zum König gesagt, Herrschef, gebt's ihren lebendigen Geschroppen und bringt's ihm nicht um. Aber die andere hat gesagt, er soll weder mir noch dir gehören, schneid's ihm auseinander. Da hat der König die Antwort gegeben und gesagt, gebt's deren lebendigen Geschroppen und bringt's ihm nicht um, die ist seine Mutter. Und ganz Israel hat von dem Urteil gehört, auf das der König gekommen ist, und sie haben einen Batzen Respekt vor ihm gekriegt, weil sie übernasert haben, dass er vom Chef her ein Wifzag und ein guter Richter war.